I'll be honest for you, yeah. Gut. Schneiden. Alles klar. Haben wir ja gesagt, gell, dass wir uns wiedersehen im Winter, aber dass ausgerechnet heute so kalt ist. Ja. Können wir schon. Salzimit. Dass aber der jetzt so heiß ist. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Heut in der Freizeit. Das Streuobstjahr. Wie der richtige Baumschnitt im Winter für gute Früchte im Sommer sorgt. Und Erlebnis Streuobstwiese. Wandern zwischen Naschbäumen. Warum ein Städtchen in Franken sein Obst verschenkt. Mei, war das ein schöner Tag im Sommer. Und so schön warm. Gut, jetzt muss ich den heißen Tee, den lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen. So, jetzt stehe ich jetzt weiter rein. So. Und dann fangen wir mal an. Ja, jetzt muss ich das einmal. Vielleicht steht die wieder her. So. Dass die schon mal steht. Dann habe ich jetzt da meine Säge. Was ich hier überhaupt verloren habe? Ja. Also angefangen hat die Geschichte vor ein paar Monaten im Sommer in einem der größten und schönsten Streuobstgebiete Europas. Mit Wanderwegen mittendurch. Ja, denn auf den Streuobstwiesen ist Platz. Die Bäume dürfen ja 10 Meter auseinander stehen. Die ist ja quasi ist die ja ganz allein. Also vielleicht. Ich glaube, dass ich die jetzt Mal probieren muss. Ha? Und, Schmidt? Schmeckt's? Das Gebiet befindet sich in Mittelfranken, genauer gesagt in Burg Bernheim. An die 3 Opelstunden von München entfernt, direkt am Fuß der Frankenhöhe. Damals bin ich mit meinem Wohnwagen hergefahren. Ein bisschen wandern und erholen. Sie wissen schon. Und da bin ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht wie, in diese Geschichte reingeschlittert. Eigentlich habe ich ja bloß ein schattiges Picknickplatz gesucht. Ja, das ist doch mein Bankerl. Ha? Unter irgendeinem Baum. Sehr schön. Ja, so war das im Sommer, wie es noch warm war. Das ist ja ein ganz schöner Verhau. Ha? Da hat mir jetzt da anfangen. Max, bist du soweit? Manuel, ja, ich bin ja quasi schon mittendrin in dem Wahnsinn. Das ist ja also, das ist ja ganz schöner Verhau da eigentlich, oder? Das kann man so sagen. Und wir müssen den schneiden. Ja. Wir haben ja verschiedene Stadien des Schnitts. Ja. Wenn ich pflanze, dann habe ich den Pflanzschnitt. Dann habe ich den Erziehungsschnitt, da baue ich die Grundkrone auf. Aha. Und dann habe ich, wie jetzt im Erwachsenenalter, wenn die Krone aufgebaut ist, den Überwachungsschnitt. Der Kaiser Wilhelm ist ja ein starkwüchsiger Baum. Und da ist die Krone schon aufgebaut. Und da müssen wir nur Kleinigkeiten, Gott sei Dank, machen. Der Manuel Feder, der weiß Bescheid. Der ist nämlich gelernter Baumwart und schneidet pro Jahr an die 300 Obstbäume. Ja, er. Hier in Burg Bernheim gibt's Schnittkurse und gratis Leihwerkzeug. Ja, wenn man diesen Vertrag eingegangen ist. Mit dem fangen wir jetzt gleich an, oder wie? Na, jetzt erst einmal Gemach. Wir müssen jetzt erst einmal eine vernünftige Baumansprache machen. Und da gehst du jetzt mit. Eine Baumansprache? Die machen wir jetzt. Alles klar. Bei diesem Jungbaum können wir uns jetzt einmal anschauen, wie der aufgebaut sein müsste, dass er eine gute, stabile Krone aufbaut. Hier haben wir die 4 Leitäste. 1, 2,
3 und 4. Quasi in alle 4 Himmelsrichtungen ein Leitast. Genau, 3 bis 4 Himmelsrichtungen, einen immer Richtung Westen. Ganz wichtig ist, dass diese Leitäste nicht im selben Punkt entspringen, am Stamm. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Stabilität. Ach so, weil der Druck dann von alle 4 nicht auf einen Punkt zusammengeht, sondern in verschiedenen Etagen angelegt ist. So ist es. Damit der Baum einfach stabil ist und dass er nicht ausbrechen kann. Und da geht oben auf meine Stammverlängerung. Das ist der höchste Punkt. Da kriegt der Baum die meisten Nährstoffe. Das ist der bis ganz aufgeht. Quasi. Genau. Der in der Mitte. Und die werden jetzt zum Beispiel sogar weitestgehend in der Saftwaage. Das heißt, die haben gleiche Höhe, diese 4 Leitäste. Also du kannst das auch so erklären, mein Kopf ist die Stammverlängerung, der Baum braucht da einen Kopf, das ist der höchste Punkt. Und dann hast du hier 2 Leitäste, die jetzt praktisch ein bisschen unterhalb von deinem Kopf sind. Und wenn jetzt zum Beispiel einen hast, der ein bisschen nach rechts hinausgeht, dann haut der Baum ab. Dann wird er da rechts viel stärker, weil ich diese Spitzenförderung habe. Und dann wird er ungleichgewichtig. Deswegen brauche ich die Saftwaage und das muss unbedingt auf gleicher Höhe sein. Saftwaage sagt man dazu. Damit das stimmt. Und im Prinzip war es ja dann so, wenn man 4 hat, Dann darf das so stimmen. so darf das dann ausschauen. So darf das dann ausschauen. 4 Leitäste, Stammverlängerung, höchster Punkt. Auf gleicher Höhe die 4 Leitäste. Und es darf nicht unten Genau. am selben Punkt entspringen. Genau. Und das schauen wir uns jetzt da drüben an. Pass auf, also was ich erkennen würde, ist... Jetzt muss ich nur schnell, weil... Kalt. Jetzt ist er kalt. Das ist nicht gut. Nein, das ist... Das darf auch nicht wahr sein. Also pass auf, wenn ich mir den jetzt so anschaue, dann darf ich jetzt sagen, das ist die Stammverlängerung. Perfekt. Dann habe ich da einen Leitast. Dann habe ich da den anderen. Ja. Und dann hätte ich jetzt noch den da, hinten aus. Genau. Und dann habe ich noch den da. Blöd ist nur, dass die natürlich alle da an den einen Punkt zusammenlaufen. Ist nicht gut, aber wir nehmen es so, wie es ist. Es ist ein alter Baum. Wir entlasten den ein bisschen. Du siehst ja, der hat den Schrägstand hier. Ja. Von da kommt der Wind. Deswegen machen wir jetzt da oben einen Entlastungsschnitt auch. Das heißt, wir nehmen einfach mal ein bisschen Gewicht raus, dass er uns nicht umfallen oder ausbrechen kann. Wir begleiten ihn sozusagen mit einem guten Schnitt ins Alter hinein. Und gleichzeitig setzt man sogar noch in die Saftwaage. Dass er dann im Sommer wieder schöne Äpfel hat. So ist es. Es ist heute schon kalt, gell? Also im Sommer, da bin ich genau da gesessen. Da war es so viel wärmer. Das schaut ja hervorragend aus. Ein Käse. Ja. Einer gelangt. Salz und Pfeffer. Da hat ja die Frau Birngruber was Schönes hergekriegt. Ha? Ja, die Frau Birngruber. In ihrem Bauernladen im Ort habe ich mir das Schlemmerpicknick bestellt. Im Leihrucksack. Das ist der jetzt für 2 Personen. Genau, für 2 Personen. Ah, wunderbar. 2 ist genau, bin ja quasi... Reicht dann für dich. Ja. Ich habe da jetzt reingepackt die Apfelbeißer. Die machen wir selber. Wir haben eine Metzgerei mit eigener Schlachtung und unsere eigenen Schweine. Was habt ihr für Schweindel? Duroc-Schweine haben wir. Klingt sehr gut. Sehr schöne alte Rasse. Und dazu habe ich dann den Quittenmeerrettich reingepackt. Den mache ich dann von meinen eigenen Quitten. Zum Käse hast du dann noch drin das Maulbeergelee, auch von unseren Bäumen, zu trinken. Apfelsaft und die rote Scholle. Alles aus der Gegend, gell? Für Vergnügen. Vielen Dank. Das ist eine wunderbare Höhe zum Einsteigen. Dann ist das der Apfelbeißer. Schmeckt mir. Und dann kam der Ernst ins Spiel. Habe die Ehre. Hallo. Der Ernst Grefig ist seit über 30 Jahren der Stadtgärtner von Burg Bernheim. Und er macht Führungen durch sein Streuobstparadies. Das ist einmal ein schöner Blick. Das ist ein wunderbarer Blick. Da sieht man schon Teil von der Frankenhöhe. Burg Bernheim ist sehr hügelig und das ist einfach unser Glück, dass wir so viele Streuobstbäume haben, ca. 30.000. Bei uns hat keine Rodungsprämie gezählt. Es gab ja von 1952 bis 1975 eine Rodungsprämie.
vom Bundesernährungsministerium, wo die Obstbaumbesitzer Geld dafür bekommen haben, wenn die ihre Bäume abgeschnitten haben, aus dem Grund, dass die wieder landwirtschaftliche Flächen erschließen konnten. Ein Unding. Ja gut, aber Landwirtschaft, da war jetzt auch schwierig, oder? Das haben die ja nicht gemacht. Deshalb sind ja hier die ganzen Obstbäume stehen geblieben. Weil was will ich da Landwirtschaft betreiben an so einem hügeligen Fleck? Früher waren es ungefähr 20 Millionen Obstbäume, die in Bayern standen. Heutzutage durch diese Rodungsprämie sind es ungefähr 5 Millionen noch. Und das Kuriose noch dran, normalerweise in der Streuobstwiese sagt man, es sind ja Äpfelbäume. Hier ist es nicht so, hier sind es Zwetschgenbäume. Fast die Hälfte davon sind nur die fränkische Hauszwetschge. Nicht der Apfel? Nein, nicht der Apfel. In Hecken sind die Leute rein, haben diese Bäume ausgebuddelt. Als kleine Sträucher haben die als Hochstämme gezogen und haben diese Panama-Zwetschge in die Streuobstwiesen reingepflanzt. Warum? Weil die wurzelecht sind. Die musstest du nicht veredeln. Wie ein Apfel, wie eine Birne. Ach so, das war quasi einfach. Genau, wir haben eine große Vielfalt. Wir haben Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirsche, Quitten vereinzelt, Nussbäume, Wildobstgehölze, ob jetzt ein Speierling. Daher. Genau. Wir machen jetzt den Ast weg und dafür verwenden wir den 3-Stufenschnitt. Wir entlasten praktisch den Ast hier, damit wir hier einen sauberen Schnitt machen können. Und dafür musst du hier unten erst einmal einschneiden, weil mir der sonst hier ausreißt. Und deswegen machen wir vorher einen Schnitt hier. Dann können wir den wegknacken und dann machen wir den finalen Schnitt hier. Damit sozusagen das Gewicht von dem Ast schon mal weg ist und dann kann ich sauber schneiden, nicht dass mir der das quasi unten rausbricht. Genau. Und jetzt sägst ein Drittel Ei. Gut, und jetzt gehst ein paar Millimeter zu der Seite hin, von der Oberseite und schneidest auf der Oberseite gerade runter, bis zur Kerbung von dem ersten Schnitt. Gut, lang. Lang. Und jetzt kannst du es hier anfassen und runterknacken. Merkst du es? Und das ist die Stufe. Und wenn ich das mache, dann reißen mir meine Bäume beim Schneiden nicht aus, sondern ich kriege saubere Schnitte hier. Weil jetzt kommt der eigentliche Schnitt. Genau, Jetzt schneide ich den Stumpen eigentlich weg. genau. Nichts eingerissen, gar nichts. Und was macht der Baum mit so einem Schnitt? Den überwallt er, das heißt, der macht den zu. Alles klar. Jetzt schauen wir mit Bedacht, dass wir die richtigen Äste rausschneiden. Du weißt ja, der Ernst hat es gar nicht so gern, wenn man seine Bäume verhunzt. Und wenn der Ernst was nicht gern hat? Alles klar. Wir machen jetzt zuerst die Stammverlängerung und fangen immer von oben an. Weil wenn man dann unten schon rausgeschnitten hat und merkt dann oben, dass man zu viel rausgeschnitten hat, dann kann man oben nicht mehr zurecht. Ist klar. Das heißt, Konkurrenten raus. Dass es nur eine Spitze gibt nach oben aus. So ist es. Ja, das ist ein Haufen Arbeit. Wenn man jeden dieser 30.000 Obstbäume regelmäßig schneiden muss, jeden lesen und auch jeden verstehen. Am besten da so rein vielleicht. So, dann machen wir den noch raus. Kalt ist. Wenn man schneidet, dann lässt man keine Stumpen. Da sind die schlafenden Augen und die treiben dann aus und dann hast du halt einen Haufen Wasserschosse oder Triebe und dann entsteht da so ein Besen und auch die Wundverheilung ist nicht gegeben. Das heißt, immer ein glatter Schnitt zum Ableiter hin. Wir bearbeiten jetzt nach der Stammverlängerung die Leitäste. Da überbaut er den unteren und dann machen wir die nächsten Schnitte. Hast du was gemerkt? Mach Knack und dann ist er da. Genau. Und er reißt dann nicht aus. Da oben schneiden wir jetzt den letzten finalen Schnitt, den dritten. Jetzt hat's super. Siehst du das? Jetzt ist der Sauberer Schnitt. Der Schnitt, der Schnitt. Jetzt siehst du von da Ja klar. die Saftwaage. Das Schwanzerl, was da so raufgeht, das lange, das schneide ich raus. Besser geht's nicht. So, dieser Leitast macht hier ein richtiges Dach über die anderen und verdunkelt die. Und deswegen nehmen wir den raus. Und wir leiten ab. Hier. Ableiten heißt eigentlich was genau? Ableiten heißt, wir schneiden bis dahin. Das heißt, der Saftstrom kommt dann von da unten
und geht dann schön brav hier rüber. Wird da hineingeleitet, abgeleitet. So ist es. Sofort hast du ein anderes Formengefühl. Absolut. Auch das Gewicht ist heraus, weil das ja unser Schrägstand ist. Und jetzt magst du bitte noch den Stufenschnitt. Jawohl. Jetzt haben die unten wieder Licht, damit die im Sommer wieder schöne Früchte tragen können. Ja? So ist es. Das ist einfach. Da hängen ja doch einige dran. Das ist die Gellerts Butterbirne. Das ist mit die beste Birne zum Einmachen. Sehr süß, wird saftig, ist sehr zeitig dran. Wir können es mal probieren. Genau, bevor man es einmacht. Gut, aber man kann ja nicht einfach an jedem Baum hier rumbinden und naschen. Wenn ich aber weiß, dass ich solche Naschbäume habe, und die haben wir in Burg Bernheim, du siehst an der roten Plakette da hinten, alles, was eine rote Plakette hat, dürfen die Bürger das Obst ableeren, wenn es reif ist natürlich. Gut. Mit so ein bisschen Genau. leichtes Säure. Mag ich auch gern. Und dann hinterher die Süße. Und ich finde das ja wahnsinnig gut. Da hat der Herr Gellert eine tolle Frucht. Let it rain down cold on my shoulder. Let the rain wash the sins of my heart. Let it rain fall down on my shoulder. Let the rain fill the heart. Du, und wie macht's das mit den heißen Sommer? Ja, das ist schon schlimm geworden, die letzten Jahre einfach mit diesem Klimawandel. Ich habe oftmals wochenlang überhaupt keinen Regen mehr und ich muss bestrebt sein, dass ich andere Kulturen mit reinbringe und so bin ich auf die Maulbeere gestoßen und die pflanze ich jetzt verstärkt rein, kommt aus Vorderasien, wie der Walnussbaum auch, gibt's aber schon lange bei uns. Karl der Große hat ihn schon gepflanzt, vor Jahrhunderten und hält die Trockenheit aus. Das ist zum Beispiel jetzt eine kasachische Topfmaulbeere und das Schöne ist, auch im kleinen Baumstadium kriegen die schon Früchte. Schwarz und weiß. Die schmeckt ja wahnsinnig gut. Gell? Das ist ja Feige, Banane, Dattel, so vielseitig sind die, ja? Autumn comes. Autumn heals. Autumn comes like it's supposed to be. Das ist jetzt ein kleiner Apfelbaum. He? 14 Stück sind's. Das ist eine Apfelhecke. Die sind auf einer schwachen Unterlage. Eine schwache Unterlage, also der Boden, oder? Das ist das Wurzelsystem, eine schwache Unterlage, jetzt nicht wie so ein Streuobstbaum, der eine starke Unterlage hat, der auf dem Sämling ist. Ach, schwache Unterlage, dann wächst der Baum nicht so gut. Der wird wächst nicht so groß. gut. Die muss die schon ein bisschen mehr pflegen, wobei das Schneiden ist dann kein Problem. Was das Schöne dran ist, du hast auch was im Frühjahr für die Insekten, wegen der Blüte. Dann hast du visuell was, wenn die Blüte für dich dran ist. Und du hast da Obst, was du im Herbst ernten kannst. Raffiniert. So schön. Finde ich auch. Ich würde auch diese Bäume einfach wie normal, wo du schneiden musst, in Streuobstwiesen, auch im Winter, wenn es nicht zu kalt ist, nicht unter minus 4 Grad, kannst du die Bäume schneiden. I'll be honest for you, yeah, Manuel, wie wär's? Pause? Eine super Idee. Schau her, pass auf. Ich hätte nämlich Folgendes anzubieten. Weil der Baum ja so spendabel war im Sommer, habe ich einen Apfelsaft. Wie war das? Habe ich selber daheim. Also selber presst da. Aber Pass auf. Schnaps an vom Apfel? jederzeit gern, aber erst abends, wenn man nicht mehr auf dem Baum oben ist. Ja, schade eigentlich, gell? Dabei habe ich den ja aus den Kaiser-Wilhelm-Äpfeln brennen lassen. Naja, später dann. Oder halt einen heißen Tee. Oh, das wäre gut, echt, weil es saukalt ist. Dann komme ich runter, oder? Ja, genau. Der Sackelzement und jetzt habe ich nur einen Becher dabei. Ja, das ist genau das Richtige jetzt, gell? Wenn es so kalt ist. Ein Traum. Wir müssen ja im Winter schneiden, gell? Also im Winter, man schneidet im Winter. Man schneidet im Winter, weil da hat der Baum die Reservestoffe eingelagert. Und wenn ich dann Äste entnehme, dann entnehme ich ihm auch Reservestoffe, Nährstoffe. Und dann kann er nicht mehr so gut austreiben. Je später ich schneide, umso mehr hat der Baum im Prinzip schon in seine noch vorhandenen Äste geschoben. Genau. Und dann, wenn ich die wegschneide, dann hat er nicht mehr viel zur Verfügung und dann treibt er langsamer. Damit steuere ich auch den Wuchs. Das kann ich sozusagen ganz aktiv entscheiden. Genau.
Der Tee ist gut soweit? Das ist super. Ja, ja. Wärmt von innen, gell? Ja, weil es ist, muss man schon sagen, es ist schon saukalt, gell? Da braucht man dann schon eine Leidenschaft. Da brauchst du Leidenschaft, ja. Kalt ist, Regen, Schnee, Wind, Wetter. Aber ich bin halt ein Apfelmensch, ne? Und das ist meine Leidenschaft. Apfelmensch? Ein absoluter Apfelmensch. Schon immer gewesen? Schon immer gewesen. Als Kind, als Jugendlicher haben wir schon Apfelsaft in der Musterei gemacht. Und deshalb mit die alten Apfelsorten. Jakob Lebel oder Grafensteiner. Das sind noch Äpfel mit Charakter, süß, sauer, also ein Traum. Und wenn ich das dann immer trinke, dann denke ich auch immer an den Sommer. Die Bäume geben mir so viel zurück und da bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür. Und deswegen versuche ich auch, die pfleglich zu behandeln als Lebewesen. Man hat schon auch Verantwortung dem Baum gegenüber, gerade beim Schneiden, weil du kannst ja mal wirklich schaden. So ist es. Wenn du zum Beispiel zu große Schnitte machst, Ja. dann kann er die nicht verschließen. Und dann fault er rein und dann zählst du den Baum auch ein Stück weit an. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden und versuche wirklich nur vielleicht Schnitte bis 5 cm, wenn es geht, zu machen. Totholz drin zu lassen, um der Streuobstwiese auch was zu geben. Da können die Insekten rein und dass die Vögel was zum Essen haben. Gut. Jetzt machen wir weiter. Machen wir weiter, gell? Machen wir weiter, weil es muss ja was vorwärts gehen, ne? Das ist klar. Ja, ja, genau, Schmidt. Weitermachen. Gut. Beim Arbeiten wird's ja auch warm. Das kannst du laut sagen. Mei, schließlich war dieser Baum wirklich großzügig zu mir. Was ich draus gemacht habe, schauen Sie in der ARD-Mediathek. Streuobstküche. Da machst du jetzt dann wieder deinen Dreierschnitt Hoppala. und schön ziehende Bewegungen machen. Ah, Sackelzement, ha? Immer in der Kerbe bleiben, ne? Ja, ich weiß es. Ja, Das ich ist weiß ja schon. gescheit, Hassan. In der Kerbe bleiben. Du wirst merken, das ist gar nicht so schwer. Mach du mal. In der Kerbe schön bleiben, schön ein bisschen drücken so. Macht er gut. Und dagegen. Den da oben, den lassen wir, gell? Den da. Den lassen wir noch. Den lassen wir noch. Autumn comes, autumn leaves, reminiscing you and me, being thick as the thicket of winter. Your name is the splinter inside me while I wait. In die Kerbe. Ja, genau, in die Kerbe. So, jetzt fallen wir dann gleich die Arme ab, das sag ich dir. Jetzt haben wir noch was Wichtiges. Die Fruchtspieße. Da bitte immer genügend drin lassen. Ein Fruchtspieß ist 3 bis 10 cm lang. Da, wo die Haben wir Knospen hier dort einen. hängen, Genau, quasi. genau. Diese Endknospe, das ist unsere Blütenknospe und dahinter sind dann die Blattknospen, die dann die Blüte versorgen oder den Apfel. Und diese kurzen Fruchtspieße brauche ich am jungen Holz, damit ich schöne, gute, neue Früchte bekomme. Das sind aber auch schöne Äpfel. Mei, was kennt man an Sorten halt, was halt so im Supermarkt meistens umeinander liegt? So Golden Delicious und Brie-Burn und Gala und Pink Lady und den ganzen. Da vergiss es. Die alten Sorten sind wichtig. In Deutschland gibt es ungefähr 2000 verschiedene Apfelsorten. Richtig alte Sorten, die Edelborsdorfer zum Beispiel. Dann haben wir den kleinen Herrenapfel. Da habe ich einen Freiherr von Berlepsch. Das sind schon so verschiedene Namen. Wunderbar, sehe ich auch so. Schöne Namen. Autumn comes, the autumn leaves. One last friendly smile seems enough goodbye to me. Für mich. Für dich. Was hängt da? Schau, da hängen sogar noch Maulbeeren dran. Die gebe ich dir mal zum Probieren. Die sind ja wahnsinnig süß und fruchtig. Ich mag auch so was haben. So ein Baum. Schau, da ist der Matthias.
ist unser Fledermausbeauftragter. Ernst, servus. Fledermausbeauftragter. Das mache ich seit 13 Jahren im Landkreis schon. Du bist regelmäßig unterwegs in der Streuobstwiesen. Geht ja gar nicht anders. Wenn du von klar auf eigentlich in so einer Landschaft aufwächst, ich war, wo ich so groß war, mit dem Opa schon unterwegs. Und wenn du das von da auf lernst, also du kannst da dann eigentlich die Finger nicht mehr davon lassen. Ja. das ist- Du kannst gar nichts dafür eigentlich, Nein. oder? Also so eine Streuobstwiesen ist eigentlich ein Paradies, oder? Das ist richtig. Es sind ja 5000 Tier- und Pflanzenarten in so einer Streuobstwiesen heimisch. Da kommt nicht mal ein offen stehender Mischwald mit. Und von den Fledermäusen, da haben sie Kartierungen gemacht. Da sind 11 Arten in der Streuobstwiesen unterwegs. Das ist in keiner anderen Landschaft so. Es wäre ja eine gespritzt gar nichts, gell? Nein, wäre schlecht, ne? Das wäre ja schlecht. Für alle. Für alle. Die haben natürlich dann sauber was zum Fressen. Das ist genau der Punkt. Und darum ist es ja wichtig, in der Streuobstwiesen Totholz stehen zu lassen. Weil umso mehr Fledermäuse und Vögel eine Wohnung haben, umso weniger Schädlingsdruck hast du in der Streuobstwiesen. Also die fressen alles weg. Ah ja, freilich, klar. Es ist schon gar nicht so schlecht, so ein Streuobstwiesen. Hä? Nein, das ist sehr gut. Gut hoch. Ja, wünsche euch was. Danke. Und auch mal so einen Baum haben. Was, für ein Jahr oder sowas? Gibt's nichts dagegen zu sagen? Kannst du gerne haben. Das wäre der Baum, den ich dir geben würde. Den schönen Baum da. Das ist mein Baum, mein Lieblingsbaum und auch mein Baumpatenschaftsbaum. Und den gebe ich dir gerne für ein Jahr. Diese silberne Plakette markiert Patenbäume. Und ich bin Baumpate geworden. Sorte? Das ist der Kaiser Wilhelm. Ein alter Apfel. Kaiser Wilhelm. Das macht die Sache nicht leichter für mich. Was darf da jetzt so draufhängen ungefähr? Ich würde sagen, das sind 150 Kilo oder ungefähr 3 Zentner. Geh, lass uns in Zentner rechnen. Okay. Das klingt mehrer. Das heißt, ich kann alles abernten. Du kannst alles abernten und bist dann verpflichtet, einfach den Baum zu schneiden. Also Schneien gehört dann mit dazu. Genau. Also nicht nur... Gut, und Schneien ist wann? Im Winter. So. Aber jetzt trinkt ihr mal einen Tee. Ah, grüß dich, Ernst. Servus. Und, Ernst? Ha? Ich bin sehr zufrieden. Stammverlängerung haben wir drin, Saftwaage ist gegeben, Fruchtholz ist drin, ausgelichtet, so wie es sein soll. Wenn man weiß, wie es geht, dann kann man sowas machen. Dann kann man auch einen schwierigen Baum schneiden. Ich habe mir bei dir nichts anderes Gell? gedacht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Ja, ohne den Manuel wäre es nicht gegangen. glaube ich da aufs Wort. Du hast dein Versprechen eingehalten, dass du jetzt einfach durch die Baumpatenschaft diesen Baum auch geschnitten hast. Oder? Verlässlich. Toll. Ha? Ja, ein bisschen stolz bin ich schon. Baumpate kann übrigens jeder werden, auch in anderen Regionen Bayerns. Und ich sag gerne, das hat was. Das Wichtigste ist einfach, dass in dieser Kulturlandschaft die alten Bäume auch gepflegt werden. Absolut. Das heißt, du bist jetzt fertig und kannst den Baum wieder mir dankbar zurückgeben. Ich bin sehr dankbar und gebe ihn sehr dankbar zurück. Vielen Dank. Manuel. War mir eine Ehre. Und mir erst. Aber ich muss auch sagen, es war auch kalt. Ist leer.